Mit der Stalin-Orgel oder jeder anderen Waffe will Hadi Mahmud sein Land vor Feinden von draußen schützen. Sie nennen sich Peschmergas, was übersetzt die dem Tode ins Auge Sehenden bedeutet. Früher kämpften sie in den Bergen für einen unabhängigen Staat. Heute bilden sie mit bis zu 100.000 Männern und Frauen die nationale Armee. Sie unterstehen einem eigenen kurdischen Ministerium. Die offizielle irakische Armee darf den autonomen Boden nicht mehr betreten. Die Peschmergas dagegen dürfen durchaus auch auf irakischem Territorium außerhalb Kurdistans operieren. Im Trainingscamp hat die Sicherung der kurdischen Grenzen absolute Priorität. Alle Waffengattungen dürfen dafür eingesetzt werden. Es war in den letzten Jahren ein hartes Stück Arbeit, aus den Kämpfern der Berge eine disziplinierte Armee zu formen. Aus Stammeskämpfern wurden Soldaten und Offiziere und der Zulauf an jungen Freiwilligen reißt bis heute nicht ab. Sie haben sich nicht gemeldet, um nur den Sold einzustreichen, sondern auch aus Liebe und Begeisterung zu ihrem Land. Diese Armee ist aus Guerillakämpfern und Rebelleneinheiten entstanden. Sie soll unsere Sicherheit garantieren und dafür sorgen, dass wir in Ruhe und Wohlstand leben können. Sie gewährleistet unsere Unabhängigkeit im Irak. Der Peschmerga Hadi Mahmud mit Freunden unterwegs in sein Dorf. Seit über 3 Jahren ist er jetzt regulär bei der Armee und will dort auch auf absehbare Zeit bleiben. Wenn er 2 Wochen Dienst gehabt hat, gibt es normalerweise 1 Woche frei. Der 23-Jährige ist erst seit kurzem verheiratet und freut sich auf ein Wiedersehen mit seiner Frau. Für seinen Dienst bei der Armee bekommt er rund $200 im Monat. Im Dorf Zamjamal, übersetzt Schöner Bach, ist Mahmud aufgewachsen. Mit den kleinen Nebengemeinden hat es etwa 15.000 Einwohner. Voller Bewunderung schauen die Kinder zu den Peschmergas auf. Hadis Vater, ein Scheich, trägt noch die traditionelle Kleidung und ist das unumstrittene Oberhaupt des Stammes. Wir leben auf dem Boden unserer Väter und unserer Großväter. Als Peschmerga greifen wir niemand an. Wir verteidigen nur unser Land und unsere Nation. Das ist unsere Aufgabe.